Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Uf Pelzig. Ja, da kommen wir wirklich nicht durch. Da aber muss ich hier, wo der Nerscher Hanebampel da rumhupst. Kann ich da entlang kraxeln? Das geht nicht. Nee, da geht's glaube ich nicht. Das haben wir schon in der letzten Episode gelernt. Ich muss da hier, wo der Spinner rumhängt, seiner offene Zelle. Da war wieder der Preis des Erfolges. Da ist der Dappschädel. Der mag uns nicht. Siehst, ich muss da entlang klettern. Es juckt mich, ja. Der greift jetzt aber 100% noch uns, ja. Mann! Also Arschlöcher gibt's. Manometer. Ja, ich kenne jetzt Sache Schisserle Vertrage. Manometer, oder noch kennen sie mich gleich. Ach, Eiweißer. Wehe, du springst mich an, du Ding. Sei bitte harmlos, apathisch. Bleib bloß drin in deinem Loch. Uah. Gott. Aber das war wenigstens vorhersehbar, dass der Ende uns arg greift. Da geht's lang. Okay. Sieht's hier aus? Kann ich hier noch eine Batterie abstaven oder so? Nee. Oder sind hier auch nur wieder aggressive Spinner unterwegs? Da liegt noch eine Batterie. Sehr geil. Die hole ich mal. Sonst gibt's hier nichts. Nee. Okay. Dann müssen wir da hier. Oh Mann. Zack. Jetzt sind wir hier in der Pisselache gelandet. Und sollten dringendst speichern, wenn wir hier gelandet sind. Ja. So. Hui. Da geht's runter in D. Wallrider. Ich wollte schon immer mal Notizen lesen. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht ja überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ja, das war das, was wir ganz am Anfang durchsehen haben, im Eingangsbereich. Mit so einem Kälteknoten noch dran. Ich glaube, da geht's wirklich lang. Deswegen, eben drum, gehen wir da lang. Erst einmal. Dass wir da noch irgendwas verpassen. Noch ein Scheißhaus. Okay, da können wir nicht rein. Aber es hat einen Schäm-dich-Schrank. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Durchquetsche kann ich mich doch nicht. Na gut. Zumindest wissen wir, dass es hier eine Art Fluchtraum gibt. Da läuft der Brunnen sich schon raus. Na dann. Ah, scheiße. Ich will aber auch nicht, wenn es drauf ankommt, meine Batterie erst wechseln müssen. Deswegen jetzt lieber. Ach du Scheiße. Es sind erst 4 Minuten rum. Oh. Ich habe jetzt schon wieder Schiss ohne Ende hier. Okay, da geht's vermutlich lang. Aber ich mag mich erst nochmal umgucken, ob ich hier nicht eventuell noch eine Batterie oder irgendwas finde. Ob man noch irgendwas auftreiben kann. Ja, da ist schon was. Sehr gut. Die kann ich super gebrauchen. Das letzte Mal war man so gut im Keller ausgestattet. Ich glaube, hier haben wir erstmal keinen Besuch. Deswegen können wir da rein. Okay. Ah ja, okay. Da wird es wieder finster. Das heißt, da brauchen wir wieder unser Nachtsichtgerät. Unser Nachtmodus. Ja, uff. Der Ender hat ja gesagt, down the drain. Ich muss durch der Abwasser.
Kanal durchkrieche. Hör auf mit der Geistermusik, verdammt nochmal. Das kotzt mich ja. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Hätte er am Anfang schon auf mich gehört, der Idiot, dann hätte er die der Eischlache kennen. Und wäre so rausgekommen, wenn der Walreiter rausgelost hätte. Naja, Walrider wahrscheinlich vom altgermanischen Wort Wal für Krieg. Dann wäre es wahrscheinlich der Walrider. Oh, nett. Wäre dann wahrscheinlich der Kriegsreiter. Das hat ja auch so eine Kälteknote gehabt oder so ein keltisches Symbol gehabt. Weswegen ich durchaus vermute, dass das auch mit dem Wernicke zusammenhängt. Der wohl so ein Nazi-Projekt fortgeführt hat. Die waren ja närrisch nach allem, was germanisch-keltisch war. Also ich schätze einfach mal, dass es mit dem Wernicke zusammen zu tun hat. Wehe, du stehst auf, du Arschkrampe. Ich sag das. So, ich kriech da durch. Du kannst mal nix. Du bist hoffentlich ganz tot. Hui, okay, es lädt. Wir haben es jetzt wohl in einen besonderen Abschnitt gepackt. Und nein! Da war irgendwas, was vorbeigeschwebt ist. Deswegen speichern. Ich freue mich aber auch, der Walrider, das wird da wohl gewesen sein, der da vorbeigeschwirrt ist. Der hat ja die militärische Leute, genau, die Soldaten gekillt. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass der Walrider uns nicht angreift. Es könnte er ja eigentlich, locker. Aber mir scheint nur wohl so ein Sonderfall zu sein. Okay. Dokument. Das Evangelium des Sans. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archimbord. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht, und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Walrider, das Evangelium des Sans. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Mann, oh Meter. Okay, irgendwo rappelt es jetzt auch ordentlich wieder im Karton. Und ich glaube, ich sollte da hier, wo der Walreiter hier gewatschelt ist oder hier geschwebt ist. Okay, ich halte meinen Blick immer nur nach vorne gerichtet. Ich will nicht, dass uns irgend so ein Ultra-Specklord dann wieder greift oder sonst irgendwas passiert. Drehe 2 Ventile, um das Wasser abzulassen. Okay, ja, in die Brühe will ich nicht rein. Ich hoffe, hier rennen jetzt Spinner rum. Er hat natürlich auch die lauteste Schuhart, der Typ. Och nö! Och nee, Valgas Gris. Ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen, Mann. Okay, du latscht da rum. Ich versuche mich jetzt hinter der fragile Kiste zu verstecken. Das bringt uns auch nicht besonders viel. Die ganze Zeit die Tuba-Musik, wenn der kommt. So untermalt einfach nur, wie fett das der ist. Ich meine, der mag zwar blind, weil das Licht sei, aber taub wird er ja wohl nicht sein, wenn ich da die ganze Zeit durch die Pfütze schlurf, wie so ein Hallodri. So, okay, da muss ich hier, genau. Da muss ich das Wasser abstellen und jetzt ist wieder da bei uns.
Wo rennt er dann rum, der Tuba-Typ? Uah. Oh Scheiße, der geht genau in unsere Richtung. Ich versuche still zu halten und wenn er uns sieht, dann renne ich einfach. Fuck. Dann geh mir doch auch mal aus dem Weg, du Speck, du Götterspeisekoloss. Okay, das war doof. Also sich in seiner Nähe still zu verhalten, ist nicht so das Gelbe vom Ei. Das bringt uns nichts. Mann. Wap. 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 Okay. Der geht jetzt hier sein hässlicher Speckgang entlang. Das heißt, ich könnte mich theoretisch hier irgendwo aufhalten. Gucke, ob es was bringt. Für den Weg ist er zu fett, da kann er mal nicht hochsteigen. Das ist echt witzig in der Musik. Okay. Also wenn was ist, in die Schäm dich Gänge, Dorei. Da war ich, glaube ich, schon beim letzten Mal. Okay. Ventildreher. Jetzt kommt da bestimmt auch wieder arg gewackelt, wie der Typ im Keller. Also ab in den Schäm dich Schrank und warte, bis der Valgas Christo seine Stippvisite macht. Hopp, komm schon her. Wir haben nicht ewig Zeit. Die freundliche, liebe Leute, die mir zugucken, die wollen, ach, dass es schnell vorbeigeht. Also komm her, du Klopskerl. Ja, ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon arg gerasselt, guck mal. Und ich höre schon die Musik, wie beim zweiten Terminator. Immer wenn der böse Terminator bei Terminator 2 kam, hat es gemacht. Und genauso ist es hier. Dann mal. Der ist anscheinend auch zu blöd, um das wieder rückgängig zu machen. Oh Gott. Geh weg. Scheiße, er kommt zu uns. Scheiße. Musik. Tja, du bist einfach zu fett dafür, ne? Du bist einfach zu fett dafür. Aber so der Allerklügste bist du auch, ne? Du könntest theoretisch warten, bis ich da wieder rauskomme. Ja, geh du in den Gang, das wäre nett. Ich hab's aber gewusst, irgendwann haben wir mal in die Hose geschissen und irgendwann kommt er auch einfach mal in den Gang. In den Schrank. Nein! Renn! Renn doch, du Dappschädel! Okay. Scheiße. Okay, der kann nicht vom Schleiche-Modus in den Rennen-Modus wechseln. Dafür ist er zu blöd. Und ich muss immer wieder von anfangen.
Okay. Ach, das ist ätzend. Das ist gerade richtig ätzend, die Passage. Okay, jetzt geht er wieder da lang. Dann weiß ich zumindest, wie ich es beim ersten Mal zu machen habe. Beim ersten Mal lassen wir den Spinner da drüber rumschwanken. Und ich gehe dort hier. Da dürfte er uns auch nicht so wirklich hören können. Und da ist... Ah ne, der ist blockiert. Schade. Na gut. Der könnte uns da erwischen. Das heißt, ich kann mich auch da hinten verstecken. Das ist vielleicht auch nicht so die dümmste Idee. Oder? Da sieht er uns vielleicht nicht. Okay. In der Schränke guckt er halt immer als erstes. Das ist logisch. Ich probiere es jetzt einfach mal, dass ich da hier gehe. Und mich hier im Schatten verstecken. Und abwarte, ob er uns da erwischt. Ich hoffe es ja nicht. Aber er wird sich wahrscheinlich auch in die Richtung umgucken und kann es passieren, dass er uns findet. Deswegen vielleicht in der Schattenreihe oder so. Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal so, ansonsten renne ich wieder. Okay. Bitte sieh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Mach die Schränke ruhig auf, da habe ich kein Problem damit. Okay, er macht beide Schränke auf. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Nee, er sieht mich nicht. Okay. Jetzt haben wir was gelernt, wie wir das beim nächsten Mal zum machen haben. Ich lasse ihn jetzt mal den Gang entlang schwabbeln. Und hoffe einfach, er ist jetzt weiter weggewatschelt wieder. Hier treibt er sich mal nett rum. Huiuiuiui, ich bin aber auch echt arg gespannt, muss ich gestehen. Ich glaube, er treibt sich gerade drüber rum. Sicher bin ich mal da, aber auch nicht. Und an dem Typ seiner Stelle, den ich aber nicht im Wasser rumwatschle, sondern den einmal so einen Schritt vormache einfach. Okay. So. Jetzt haben wir das einigermaßen hinter uns gebracht. Das ist doch relativ in Ordnung. Dann verkrieche ich mich mal da rein. Du kommst da nicht an mich dran. Und warte erstmal ab. Ich höre nämlich schon wieder die Kette rasseln. Oh Mann. Wenn er sich hier irgendwo rumtreibt, dann muss ich wirklich bis hin in den Gang rein fliehen. Da kommt er einfach nicht dran. Ah, Mann. Scheiße. Eine Stunde, 3 Minuten und 13 Sekunden habe ich gefilmt mit meiner Kamera. Da kommt schon was zusammen. Ich weiß jetzt aber nicht, wo er gerade steckt, um ehrlich zu sein. Irgendwo rasseln die Kette. Da muss auch irgendwo sein. Und die Elefantenmusik ist ja auch schon wieder A. Ja, so war das halt früher noch in der 90er Jahre und in der 80er Jahre. Da hat noch jeder seine Erkennungsmelodie gehabt. Ja, irgendwo ist er und irgendwo wütet er auch. Da ist er. Okay. Ich lasse jetzt erstmal wieder den Gang entlang watscheln. Beim letzten Mal war es ja nicht so doller. Jetzt sage ich, liebe Leute, das machen wir morgen. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Outlast auf Pelzig. Also machen's gut. Sena, das wäre das Problem gewesen. Da hätte er uns ja schon längst gesehen und bemerkt.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast Uff Pelzig. Also machen's gut und bis hier. Gucken euch nochmal Final Fantasy 7 an, um wieder runterzukommen. Wir sehen uns dann mal wieder. Eiern. Yankee.